Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich bin die Feldwalzen und begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Heute haben wir irgendwie was Besonderes. Ähm, Es ist ein Set, das spielt keine Sau. Es ist Patrioten-Set und das St. Elmo drin. Und ich muss euch ganz ehrlich, ich sage euch gleich, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber ich habe es gespielt und deswegen mache ich das Video, weil es einfach klasse ist. Also mir gefällt es einfach. Es verstärkt den Schaden der Gruppe. Und es macht Spaß in der Gruppe mit dem Set zum Spielen. Es geht aber auch solo. Ich habe noch ein bisschen Gameplay hinten dran gehängt, dass man jeder sagt, ja, wie schön, dass das geht. Also es geht heroisch mit 3 Direktiven locker durch wie Butter. Man fällt fast nicht um, wenn man ein bisschen aufpasst. Und die anderen haben Spaß dabei, weil wenn die meisten spielen ja Striker und die freuen sich brutal, wenn er sicher noch mit dem Patrioten-Set dann mit dabei ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß im Video. Schaut es euch an. Ich bin nicht der Erklärbär und auch nicht der große Meister im Erklären, aber es sind echt Sets, die Spaß machen. Ja. Meta ist es nicht, aber also ich würde sagen, so ein Schadensunterstützerbild vielleicht so in der Richtung. Ja. Aber schaut es euch an, also es macht wirklich Spaß. Also, dann da ich sagen, packen wir's. So, meine Freunde, jetzt einmal zum Bild. Angefangen mit der Spezialisierung. Mit der Spezialisierung, da haben wir den Richtschützen ausgewählt und man braucht dazu einen Sturmgewehrschaden, also Sturmgewehr auswählen und vielleicht die Schrotflinte, wobei das jedem selber überlassen ist, was er da nicht zu tun will oder so. Ja. Aufpassen ist, wenn man das Ding switcht, diese Punkte da rundum, die werden nicht gespeichert. Ja. Also aufpassen. Jetzt mal wieder, wenn man sich umzieht, nachschauen, ob die Dinger nur so eingestellt sind, wie man es braucht. Wir brauchen bei dem Set die Rüstungsrückgewinnung, ganz wichtig. Und die erhöhte Schussfrequenz, was er produziert. Und jede dritte Nachladen ist schneller. Ist ganz gut in dem Set, würde ich sagen. So, und dann machen wir weiter und schauen wir uns mal das Set genauer an. So, dann schauen wir uns einmal das Bild genauer an. Wie gesagt, die Spezialisierung Richtschütze. Dann habe ich drin die Linkshänder. Kann man den Schaden verstärken mit der Granate, wenn man was trifft. Dann die St. Elmo. Die ist gerollt auf Schaden gegen ungedeckte Ziele. Lebensenergieschaden, macht richtig Damage und richtig Fun das Ding. Und hat halt dann Schockmunition, immer die Stapel alle aufgebaut hat. Es ist ein Set, das spielt keiner. Ich frage mich nur, warum. Beziehungsweise das Patrioten-Set ist meines Erachtens doch der Hammer. Er macht ein bisschen Mühe zum Farmen, weil das kann man nicht kräften, zumindest ich kann es nicht. Und ja, schauen wir uns mal an. Coyote-Maske. Coyote-Maske deswegen, damit wir unsere Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer erhöhen können, je nach Abstand zum Gegner. Man braucht jetzt nicht nochmal vorlesen, glaube ich, haben schon tausende vorgelesen. Talent-Rudel-Instinkte. Ähm, Je weiter hier das er ist, umso mehr Schaden durch kritische Treffer kriegt man. Und wenn er weiter weg ist, kriegt man Chance auf kritische Treffer. Das sollte man wissen. Die Chance ist höher, wenn er weiter weg steht und der Schaden ist höher, wenn er nah da steht. Fertig. Und ich kann nicht laut reden, weil es noch mords in der Früh und ich will keinen aufwecken. Also mal das dazu zu meiner gedämpften Stimme. Aber ich glaube, wird noch gehen zum, ja. So, dann habe ich drin noch die Ferris Group. Jo, vernichtend drauf. Kann man nichts anderes, brauche ich nicht mehr erklären. Sturmgewehrschaden 10% mehr. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist eigentlich das Talent vom Patrioten. Wobei ich das jetzt tatsächlich nicht ganz erklären kann. Man hat mit dem Patrioten-Set 30% Kapazität von Munition und Magazingröße auch nochmal um 30% erhöht. Das heißt, ich habe da bei der St. Elmo 91er Magazin drin. Und das reißt einiges ab. Ja. Und nochmal zu dem Patriotenbild. Ich kann es jetzt euch vorlesen, ja. Ähm,
Zum Beispiel, ja, Rot, Weiß, Blau, alle 2 Sekunden erhalten vom ihnen getroffene Gegner eine sich stapelnde Schwächung aus Rot, Weiß, Blau. Rot verstärkt den Gegner erlittenen Schaden um 8%. Weiß getroffene Gegner stellen jede Sekunde 2% der Rüstung des angreifenden Agenten wieder her. Und Blau verringert den durch den Gegner verursachten Schaden um 8%. Ja, soweit so klar. Hätten wir die alle drei ähm, sagt man da, alle 3 Buffs drauf, also hast die volle Fahne, dann zerreißt es den, wenn man umschießt. Ja? Also Kopfschussschaden und das verursacht eine Explosion im Umkreis von 5 Meter. Und die wiederum, die Explosionshöhe, bestimmt die Rüstung und die Lebensenergie, die es man hat. Also wenn man jetzt da Explosionsschaden, Verstärkung oder so bringt, bei dem Ding gar nichts. Wenn es jetzt zum Beispiel mit 6 Blau spielst, dann zerreißt es die enorm stark, man hat halt selber noch weniger Damage. Ja. Die ganzen Teile, was ich da verteilen kann, also das Weiß, Rot, Blau, zählen auch für die Mitspieler und das ist der Clou bei dem Set. Es ist ein Gruppenbild, man macht selber so guten Schaden und die Leute, wo mitlaufen, ich habe es jetzt vorhin mit einem gelaufen, der hat einfach stinknormales Striker-Set angehabt. Wir haben dann letztendlich zweimal Coyote drin gehabt, mein Patriotenset und Striker und wir sind mal überall durchgelaufen wie durch Butter. Also da kommt der heroisch vor, als wäre es, was weiß ich, schwer oder herausfordernd oder so. Also das ist schon irre. Aber ich kann es nicht ganz erklären, inwiefern sich das skaliert mit den Fahnen, wenn ich die Leute markiere. Weil man kann ja alles markieren. Dann hat man meinetwegen, wenn man aufpasst, alle rot markiert. Das sollte den Schaden verstärken. Ja. Aber das ist nicht ablesbar. Ich habe teilweise im Spiel auf einmal pro Bullet 2,6 Millionen, so 4, 5, 6 Schuss. Und dann geht es wieder runter auf den normalen Schaden von 200 bis 300k. Das ist jetzt nicht der Hammer. Ich weiß, dass man mit einem Striker viel mehr Schaden zusammenbringen kann mit der Waffe. Aber mit einem Striker spielt man erstens nur für sich alleine, man verstärkt niemanden. Und mit dem würde man den Schaden verstärken. Und es spielt sich so als wie Striker. Also wie gesagt, auch wenn man Solo spielt, man geht erstens nicht so schnell drauf und man macht gefühlt sehr viel Schaden, auch wenn die Zahlen anders sind. Und da verstehe ich das Ganze eben nicht so ganz. Aber baut es nach, probiert es. Der wird sehen, die, wo mit euch mitlaufen, freuen sich. Und die, sage ich mal, wenn man es selber spielt, ähm, äh, es ist einfach enorm. Also ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es ist wirklich enorm. Ja. Ich spiele dann zwischendrin einmal so Sequenzen ein, wo ich aufgenommen habe. Und ja, mehr brauche ich zu dem Bild eigentlich nicht sagen. Ich habe drin die Orbit. Die Orbit verstärkt auch noch mit den Schaden, wenn man einen umlegt. Ja. Und hat 10 Sekunden lang. Na, wechseln Sie diese Waffe nach der Tötung eines kampfunfähigen Gegners innerhalb von 10 Sekunden, steigert sich 15 Sekunden lang die Chance auf kritische Treffer um 30% und der Schaden durch kritische Treffer auch um 30%. Also man hat Chance und Schaden nochmal um 30% mehr. Und deswegen habe ich bei den Werten nicht so genau aufpasst, weil die Coyote wird den Schaden, Chance durch kritische Treffer auch nochmal verstärken und Schaden durch kritische Treffer zieht es auch mindestens auf 150 hoch. Also wenn die Gegner zwischen 10 und 15 Meter weg sind, ist eine gute Distanz und dann geht schon was. So, Skills habe ich einen Wiederbeleber drin und ja, die Clusterminen, weil Schild ist erstens hat es keine Stärke nicht mit dem Bild und ist gleich weg. Und da tue ich lieber irgendwas rein, das wo in die Luft jagt oder könnte eine Drohne rein tun oder Geschütz rein tun, je nachdem, was man spielt. Wichtig ist halt, dass das Set so ist, wie es da ist. Wenn einer mehr Explosion oder mehr Blau spielen will, dann soll er das gern machen, aber probiert es einmal aus und schreibt es mir dann bitte schön in die Kommentare, wie es bei euch fungiert. Und weil ich finde es echt klasse und genau deswegen mache ich auch das Video. Erstens spielt es keiner das Set und zweitens, ja, mir gefällt es halt einfach, ja. So, das dazu. Jetzt haben wir noch ein bisschen Gameplay und ich hoffe, wir sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus. Elite. Mhm. Aha.